Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Ja, mit dem Hansel haben wir in der letzten Episode schon gesprochen. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen hier um. Okay, dann lassen wir dich am besten in Friede. Gucken uns noch ein bisschen hier in Watermia um, oder Watermia, keine Ahnung, wie man es ausspricht. So, da. Wie sieht's dann hier aus? Oh, stimmt, das war ja die Geschichte. Ja, da kommt jetzt was Bitteres bei raus. Lance hat hier tatsächlich eine alte Bekannte getroffen. Und schlagartig ändert sich auch hier wieder die Musik. Erkennt schon die Person, Willi? Es ist mein Papa. Was siehst du, ändert sich die Musik, sie verstummt einfach. Der war ja angeblich bei der Expedition von unserem eigenen Vater mit dabei und hockt jetzt hier im Schaukelstuhl. Ich habe Ollmann aus seiner Expedition begleitet. Es war gefährlich, aber spannend. Mehr sagt er erstmal nicht. Er hat anscheinend sein Gedächtnis verloren. Endlich finde ich meinen Papa, aber... Ja, aber ein schwerer Schicksalsschlag ist das, ne? Puh, das ist heftig. Warte mal, Willi, ich gehe mit. Ich habe schon Lillys Party vorbereitet. Ich möchte vor der Dunkelheit fertig sein. Geh mal in unser Haus. Das ist schon heftig. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel getriggert, weil ich würde mich hier ganz gerne mal umgucken vorher. Nana. Wir haben von unserem Papa bereits schon 6 Monate nichts mehr gehört. Ich hoffe, er lebt. Und Sabas. Mein Papa ist ein Forscher. Vielleicht wird das goldene Schiff finden und dann heimkommen. Ich glaube, für euch habe ich nicht so gute Neuigkeiten. Wir haben das Skelette in die Inka-Ruine gefunden. Das sah nicht so gut aus. Ich weiß aber nicht, ob das der war, ne? Vor 2 Jahren ist hier ein verrückter alter Mann erschienen und hat von einem riesigen Turm erzählt. Ja, das könnte der Vater von Willi gewesen sein. Der gute Ollmann. So. Was mit euch zwei? Eine chinesische Mauer hat mich immer eine Schlange gebissen. Die Schlangen in der Gegend lassen nie mehr los, wenn sie dich beißen. Und du? Wenn dich eine Schlange beißt, läuft die verrückt umher, bis sie loslässt. Okay. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil die chinesische Mauer wird an einem Dungeon sein, zu dem wir gehen. Das wäre definitiv gute Sache. Guter Tipp. Und wir erzählen noch ein bisschen mit der Dörfler. Ich habe vom Sandfänger gehört. Sandfanger, ein riesiger Tausendfüßler. Er lebt in der chinesischen Mauer. So wie früher die Ostdeutsche in der Berliner Mauer gelebt haben. Entschuldigung, ich konnte nicht sein lassen. Man sagt, Fluide von seinem Körper heilen alles. Die chinesische Medizin ist schon seltsam, aber die Körperflüssigkeiten von einem Insekt trinke... Naja, wenn es hilft, ne? Dann ist es eigentlich scheißegal, solange das hilft. Okay, der hat sich hier gemauert hinter Krüger. Aber Entschuldigung, das sollte keine Beleidigung an Ostdeutsche sein, weil ich konnte einfach nicht widerstehen für den Kommentar. Ich verrate hier etwas. Mal auf der rechten Seite von der Spielhölle ein Lotusblatt wird erscheinen. Weißt Bescheid, was ist jetzt die Spielhölle? Das anscheinend nicht. Ein alter Mann lebt in der Stadt. Er ist ein bisschen verrückt. Der hat Ollmann, der Forscher, auf seiner Expedition zum Turm von Babel begleitet. Das wird dann wohl der Vater vom Lance sein, ne? Der verrückte alte Mann hat graues Haar, aber man sagt, er sei noch jung. Ihm muss etwas Schlimmes widerfahren sein. Ja. Grauwache Biene. Der hat wahrscheinlich zu schlimme Sachen gesehen, der gute Mann. Vielleicht nicht schlecht, dass er nur die Erinnerungen verdrängt hat oder bewusst vergessen hat. Man weiß es ja nicht. Das ist Watermia oder Watermia. Die Häuser stehen auf Flöße. Wir lieben das Wasser. Offensichtlich, ne? Obviously hier. Bald wird's Baby geboren. Wir können es kaum noch erwarten. Das sieht aber ziemlich dünn aus mit deiner Wonder Woman Wespentaille, oder für das du Kind kriegst. So, wie sieht's mit dir aus, du Strohsombrero-Typ? Hab mich ein bisschen erkältet. Oh, dann bleib mal fort. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Uah. Du fliehe ich ja im richtigen Leben auch immer davor, wenn jemand verkältet ist. Ich mag's einfach nicht. Okay, da haben wir auch nichts mehr. So, oder? Lotusblätter scheinen ja wohl hier auch zur Fortbewegung zu dienen. Willkommen in Punkt Watermia. Die Bewohner leben von Fischfang und vom Bootsbau. Alles klar.
Und du? Wir trinken das Wasser, kochen damit und wäschen uns damit. Okay. Das Wasser ist ein ewig Reisender. Es ist immer in Bewegung und reinigt sich selber. Wir möchten leben wie's Wasser. Hopf. Warum auch nicht? Gut, da haben wir wieder das Sphäre-Portal. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Wenn wir da noch eine Runde abspeichern, wäre mal nicht schlecht. Außerdem kann ich da auch noch meine Lebensenergie ein bisschen füllen. Dankeschön. Ja, ich mag weiterreisen. Schön, dass immer so eine einzelne Hütte oder so ein einzelnes Zimmer für das Sphäre-Portal reserviert ist in Städte und in Dörfer. Hoch. Nein! Mach das doch nicht, Willi. Noch einmal. Also im Kreis gehen können wir, aber zurückgehen können wir nicht, sonst landen wir wieder im Sphäre-Portal. Also ganz langsam. Hat ja das zweite Mal wenigstens geklappt. Okay, was ist da mit dir? Das Tier ist ein Krug. Der Krug eignet sich zum Reisen in Wüste. Er kommt lange Zeit ohne Nahrung und Wasser aus. Mhm. Und du? Och, du liebe Zeit. Was verwieschte Viecher. Was ist mit dir? Das ist eine Spielhölle. Kinder sollten sich hier drum treiben. Ja, der hält uns aber trotzdem nicht auf. Insofern gehen wir mal rein. Was geht denn hier ab mit der bedrohlichen Mucke? Kleine Einsätze bringen keinen großen Gewinn. Setzt aber dein Leben, kannst du Vermögen machen. Oh ja, jetzt haben wir wohl die dunkle Seite von... Oh, rotes Juwel. Haben wir auch noch gefunden. Das ist wohl die dunkle Seite von der Stadt. Geht zum Fluss außerhalb von dem Gebäude, wenn du einen Haufen Geld benötigst. Schicksale bestimmen das Leben. Verschwend deins nicht für Glücksspiele. Ah, die Juwele, ja. Ich guck mal so, wie die zwei sich hier vergiften. Dann kriegst du mal Juwele. Und dafür... Laute Licht wird jetzt deine Psychokraft erhöht. Es ist der verborgene Kraft von deinem Geist. Deine Psycho-Dash-Kraft hat sich erhöht. Ja, perfekt. Als nächstes wird wahrscheinlich die Dunkli-Kraft dann erhöht. Und dann, ja, mehr kann ich bei Enemy machen. Ja, der Meister der Verkleidung guckt hier bei geschmacklosen Spiele zu. Das ist eine Wettsaufe, man kann hier wette, wer gewinnt. Das Leben ist ein Spiel. Mach einen Fehler und du reichst auf den Stroß der Verlierer. Das Spiel wird schon viele zum Verhängnis. Oh, Jesus. Ja, die machen hier lustiges Gifttrinker. Noch schaffst du's. Und der hier? Das ist natürlich echt übel. Ja, die trinken hier lustig Gläser und... du ist es gerade abgeflogen. Die trinken hier lustig Gläser und die meisten sind natürlich ohne Gift. Und wer zuerst das mit dem Gift erwischt, der hat geschissen. Okay, das fliegt nicht fort. Weiter oben haben wir auch noch eins gehabt. Das führt uns auch nirgendwo hier. Na gut, dann müssen wir doch bei der Spielhölle ohne Warte. Und da können wir anscheinend auch noch diese illegale Geschäfte machen mit dem Lebeverwetter. So, jetzt warten wir nochmal hier auf das Blättel. Tja, so manche Stadt, so manches Gebiet hat wirklich seit zwei Gesichter. Und Menschen sind leider dafür bekannt, dass so geschmacklose Sachen stehen. So, da ist das Blättel und ich kann nochmal einen Schluck Eistee trinken. Sehr gut. Ja, die Temperaturen draußen werden immer wärmer. Es ist ja immer hier schon der 20.04. jetzt, wo ich das hier aufnehme. Und draußen hat es 27 bis 28 Grad. Das ist mal beinahe schon wieder zu viel. Ich meine, ich mag es ja ganz gern, so draußen zu sitzen. Aber in der Frühlingszeit, das ist dann immer etwas schlimm für mich. In Vollmondnächte spielen die russisches Glas. Das gefährlichste Spiel, was es gibt. Aber du bist noch jung. Ich denke, du wirst dein Leben nicht wegwerfen. Nein, jetzt ist das Blatt wieder weg. Naja, wie dem auch sei. Das sollten wir uns merken, dass wir hier nachts mal hingehen sollten für russisches Glas. Ja, wie dem auch sei. Im Frühling ist es immer so eine Sache für mich, draußen zu sein, weil ich bin jetzt nicht unbedingt Pollenallergiker in dem Sinne, in dem klassischen Sinne, dass ich dann Heuschnupfen kriege und dass man die Nase trieft wie noch was oder dass ich ja nies wie ein Blöder, sondern es ist bei mir, wenn ich den Pollenflug abkrieg und ich schwitze an einer Stelle und bei Hitze schwitze ich natürlich sehr schnell, sehr viel, dann fühlt sich das für mich an, wie als würden 1000 kleine Nodler ständig auf mich einpieksen und das ist einfach nur ein extrem unangenehmes Gefühl.
Und deswegen bin ich im Frühling nicht so gern so lang draus, wenn es heiß ist. Aber ansonsten bin ich eigentlich jemand, der sich ganz gern so auf den Balkon oder generell in der Schatten von einem Baum oder so setzt und einfach einmal die Zeit genießt, wenn es dann mal ein bisschen wärmer wieder wird. Aber Frühling mag ich immer noch wesentlich lieber als Sommer. Ich bin einfach nicht der Sommermensch, wirklich nicht. Ich bin eigentlich eher der Mensch für einen trockenen, kalten Winter. Kann ich sehr viel besser mit umgehen. Gut, jetzt nachdem wir alles uns angeguckt haben, gehen wir mal zur Geburtstagsparty. Lassen wir uns Lillys Geburtstags feiern, solange wir alle zusammen sind. Ach, ihr seid ja lieb. Jeder hat sich an meinen Geburtstag erinnert. Bist du überrascht? Das sollte nämlich Überraschung werden. Hey, Kara, hol mal das Geschenk. Wir haben es anscheinend gut versteckelt hier im Schrank. Ach Gott, und was für ein Oschi. Hier, Geburtstagstorten. Neil hat sie gebacken. Ja, das stimmt, meine erste Kuche. Es war schwerer als mein Diplom wird. Ich danke euch alle. Ich bin das glücklichste Mädel auf der Welt. So hat also Lillys keine Geburtstagsparty angefangen. Die Party hat erst spät nachts geendet. Oh, Lilly, kann ich dich mal kurz sprechen? Ich warte draußen. Nanu, ich wundere mich ja was, Na, wir werden's erfahren. Entschuldige mich bitte, ich bin gleich wieder da. Ja, die geht natürlich einfach so durch mich durch. Und wir kriegen schon mit, was da draußen abgeht. Was? Du bist nicht du selbst. Entspann dich. Du hast recht, ich bin völlig durcheinander. Das ist der Geburtstagsgeschenk. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh, Lenz, ein Blumenstrauß aus Rose. Roseknosper, sie werden sich zur Blüte entfalten. Die riechen so gut. Vielen Dank, sie sind wundervoll. Ich habe noch etwas für dich. Etwas, was ich dir sagen möchte. Ja? Es fällt mir sehr schwer, es dir zu sagen, Lilly. Lilly, ich lieb dich. Du musst jetzt nicht antworten, aber ich habe dir das einfach sagen müssen, wie ich fühle. Gemessen die Reaktion, ne? Wir verwandeln uns in eine Löwezahn und hauen ab. Wart, Lilly! Wenn ihr keine Ahnung habt, was passiert ist, aber an dem Abend ist Lillys Zimmer leer geblieben. Tja, gemessen die Reaktion. Man sagt jemand, dass man liebt und die Person haut einfach ab und nimmt Reise aus. Als ich halt mal aufgewacht bin, war Lance auch verschwunden. Was ist mit Lance und Lilly passiert? Ich mach mal Sorge. Ja, der knödelt immer noch hier über das Buch rum. Und was ist mit dir? Saß auf dem Floß, gibt mir eine Idee für eine neue Erfindung. Okay. Ihr seid ja alle sehr uneigennützig, außer Kara, ne? Sarkasmus lässt Grüße. Der verzählt immer noch das Zeug. Ich würde mal gern zum Bappe von der Lanz gehen und mal gucken, was da abgeht. Lanze-Bappe? Hast du was zu erzählen? Anscheinend nicht. Ja, doch. Immer noch dasselbe. Okay, dann halt nicht Lanze-Bappe. Aber ich sehe nicht, dass da sie hoher Grau sein sollen. Naja. Nachts ist es auch noch nicht. Insofern gehen wir doch einfach mal raus und gucken, ob wir die chinesische Mauer schon zum Auswählen haben. Nee, tatsächlich nicht. Nur die Engelstadt und die Schienenpunktmauer haben wir aber links. Okay. Du müssen wir erst hier im Dorf davor erfahren, wo das ist. Die babbeln alle immer noch selber. Bla bla, Krug und so. Und was ist mit euch hier? Mit dieser hochdramatischen Mucke. Ja, die sind immer noch am Wettsaufen, aber dort tut sich nichts. Okay. Alle hopp. Dann diese hochdramatische Musik, ähnlich wie diese Star Trek Kampfmucke. Ne, hier finden wir sonst nichts mehr. Dann durchsuchen wir einfach nochmal die Häuser und babbeln mit den Leuten. Ja, Baby, du bist immer noch erkältet. Husterig. Na, wird's mal was? Ich hasse es, wenn die trapezförmig sind, diese Dinger. Okay, da haben wir nix. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass man da einer von der Fischerarsch wetzen muss.
Ja, da haben wir schon chinesische Mauer zwar schon gehört und auch von Schlange an der chinesische Mauer haben wir gehört. Aber was anderes nicht. Ich glaube, wir brauchen auch die Krux dafür, kann das sein. Da ist nichts. Turm von Babel. Aber zu dem müssen wir noch nicht gehen. Das wird, wie ihr euch vielleicht denken könnt, das letzte Level. Warte mal. Haben wir nicht in unserem Inventar was... Ah, da. Brief von Lance. Ja, das ist natürlich besser, ne? Ich habe gedacht, wir hätten möglicherweise das Lied der Erinnerung oder so noch irgendwie jetzt zurückgewonnen oder so. Damit wir dem Lanzebabbe noch helfen können. Aber Lance Brief ist natürlich besser. Er öffnet Lance Brief. Ich bin auf dem Weg zur chinesischen Mauer. Das muss ein Geheimnis bleiben, aber du sollst erfahren. Ich steck den Brief in dein Gepäck und hoffe, du findest ihn. Die Dorfbewohner-Sachen bei der großen Mauer gibt's ein Heilmittel für meinen Papa. Es ist ein langer Weg, aber ich würde alles machen, um meinem Papa zu helfen. Mach dir keine Sorge. PS. Lilly hat mich verlassen. Das hört man nicht so gern. Definitiv nicht. Gut. Jetzt haben wir den Hinweis gekriegt. Chinesische Mauer ist unser nächstes Reiseziel. Also nichts wie hier, aber erstmal ein Schluck Eistee noch für mich. Ah, schlimm, wenn die Kehl so ausgederzelt ist. Chinesische Mauer direkt beim Maya-Kopf. Wie sich das gehört, ne? Wie im richtigen Lewach. Diese geile Klischee-Mucke. Ich habe Lance Spur bis zur chinesischen Mauer verfolgt. Das Bauwerk zog sich bis zum entfernten Horizont. Ist auch geil, da im Hintergrund diese Wüstenlandschaft und dann auch diese Bogenschütze, die so der Terrakotta-Krieger von Terrakotta-Armee entlehnt sind. Ist schon ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Also chinesische Mauer fand ich eigentlich, ach wenn es so seine nervige Passage hat, fand ich die chinesische Mauer eigentlich echt ein geiles Level. Rein von Aufbau fand ich das schon ziemlich cool gemacht. Ja, da habe ich mich als Kind schon sehr für die Asien-Archäologie auch interessiert. Aber ich muss sagen, ich fand japanische Archäologie oder japanische Kultur eigentlich immer spannender als die chinesische. Erst so, sagen wir mal, seit ich 25 in etwa bin, habe ich mich auch ein bisschen mehr für China interessiert und für die chinesische Archäologie und Vergangenheit und Geschichte. Und auch die haben definitiv was sehr Interessantes zu erzählen. Also chinesische Hochkultur ist auch was unglaublich Interessantes. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Wobei die Namen für uns natürlich auch sehr fremdartig sind, was es Ausspreche und so weiter angeht. Und zum Merker ist es ziemlich schwierig, ach. Aber nichtsdestotrotz, chinesische Kultur ist was sehr Wichtiges und auch wirklich unglaublich wichtig, wenn man sich mit der Kultur von Japan beschäftigt. Da bleibt es nicht aus, dass man sich auch zwangsläufig irgendwann mit China beschäftigt. In meinem Fall erst Jahre später. Aber auch ich habe mich dann angefangen, ein bisschen mit China zu beschäftigen. Und spannend ist es allemal. So, Dilla. Also wir machen hier auf jeden Fall auch im Keller alle Gegner platt. Moment. So. Nur noch 2 Kristalle, dann haben wir unser drittes Leben endlich wieder. Okay. Da ist auf jeden Fall noch was, wo wir hochkraxeln können. Und von da kommen wir. Genau, dann gehen wir das mal systematisch ab. Und so, du kommst hoch. Okay, da müssen wir auch nicht so hoch klettern. Und landen dafür einfach nur bei 2 optionale Gegner, die wir nur brauchen, in Anführungszeichen nur brauchen, um hier alle insgesamt noch 12 verbliebene Gegner zu killen, damit wir ein weiteres Boost abkriegen. Ah, wir können auch so einfach runterspringen. Okay, gut zu wissen. Hopp. Hoch mit uns. Und hier liegt was. Ein kleines Stäffeld. Das ist ein Teil von einer Kette, die Lance für Lilly gefertigt hat. Ich habe das Stär aufgehoben. Okay. Perle der Kette. Teil einer Kette, die Lance für Lilly fertigte. Okay. Lance hat die Halskette für Lilly gebastelt. Okay. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass es hier sicher weitergeht. Dass der Lanzerich hier den Weg gegangen ist.
Boah, gerade noch Glück gehabt. In unserer Haha-Parade sind wir glücklicherweise nicht durch einen Pfeil gestört worden. Na komm schon. Sehr gut. Gut. Wie viel sind noch übrig? 8. Also die Gegner finde ich jetzt wiederum nicht so passend, was auch immer so lebendiges Feuer an der chinesischen Mauer zu Rot, wüsste ich mal ganz gern. Aber die Krieger, die hier an die Terrakotta-Krieger erinnern, finde ich durchaus sehr cool gemacht. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir so abziehen. Alter, wie viel habe ich dann gemacht an Schade? 11 macht das. Ich glaube 16. Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob es wirklich 16 waren, was ich an Schade gemacht habe. Warum mal? Tatsächlich 16, glaube ich. Also da hat sich jetzt wirklich durch die rote Juwele unser Psychokraft durchaus extrem erhöht. Einer ist noch übrig. Da kriegen wir dann auch noch später Psychokraft, um über so Dinger zu kommen. So, letzter Gegner. Und er gibt uns Abwehr. Perfekt. Ah, da können wir nicht durchrutschen. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir hier das erste Gebiet geklärt. Machen wir doch hier direkt unseren Cut. Und wir sehen uns übermorgen dann wieder zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen wieder zu Ching Chong, Chinaman, chinesische Mauer, Episode. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.